Rita Mora ist Anwältin in Mexico City. Für ihren korrupten Chef verteidigt sie Mörder und Schwerverbrecher. Wie bitte? Ich kümmere mich drum. Also wir werden es als Selbstmord darstellen. Selbstmord? Ganz genau. Natürlich, Senor. Ich zähle auf Sie. Ja, bin dran. Gute Nacht. Gute Nacht. Mexiko wird gebeutelt von Gewaltexzessen und Drogenkriminalität. Harter Stoff für ein Musical. Und genau das ist Emilia Pérez. Hablamos de violencia, de amor, de muerte. Estamos en un país de justicia que se compra. Con veredictos pagados que engordan periódicos, cuellos cortados al lado derecho, las chicas bonitas al lado izquierdo y el morbo corriendo en las calles. Dann wird Rita entführt. Der Drogenboss Manitas del Monte lässt sie kidnappen, bietet ihr für spezielle Dienste einen Millionendeal an. Wissen Sie, wer ich bin, Frau Anwältin? Wie kann ich Ihnen helfen, Senor del Monte? Ich will eine Frau sein. Das ist ein Paradox. Die Gegensätze haben mich interessiert. Absoluter Machismo, Männlichkeitskult und Brutalität auf der einen Seite und das Bedürfnis nach Weiblichkeit auf der anderen. Von der Wegstrecke zwischen beiden Extremen wollte ich erzählen. Der Drogenboss Manitas inszeniert mit Ritas Hilfe seinen Tod und will als Frau die kriminelle Vergangenheit zurücklassen. Senora Emilia Pérez. Das wäre ein hübsches Ende, aber ein wenig zu einfach für diesen wilden, großen Film. Und so ist das Leben auch nicht, weiß die Schauspielerin Carla Sofia Gascon. Dauerhaftes Glück ist eine Illusion. Ich sage immer, glücklich sein ist, wenn einem nichts fehlt. Kälte ist das Fehlen von Wärme. Glücklich sein, das sind für mich all die Momente, in denen man kein Leid verspürt. Lange nach der Geschlechtsangleichung begegnen sich Rita und Emilia wieder. Scheinbar zufällig. Bist du es? Bingo. Scheiße. Emilia fühlt sich einsam ohne ihre Familie, ihre Kinder. Die Anwältin soll ihr ein zweites Mal helfen. Sie soll einen Weg finden, Emilias Kinder zurückzuholen. Ich kann einfach nicht ohne sie leben. Die Familie hält den ehemaligen Drogenboss für tot. Ihren beiden Kindern gegenüber gibt sich Emilia als entfernte Tante aus. Auch die Mutter und frühere Ehefrau ahnt nichts von Emilias wahrer Identität. Im Grunde ist Emilia ihr Leben lang zum Lügen verdammt. Sie musste sich in der ersten Lebenshälfte verstellen und jetzt in der zweiten auch. Es gibt nur eine Person, der sie vertrauen kann, weil die die Wahrheit kennt. Und das ist Rita. Nicht nur die eigene Familiengeschichte holt Emilia ein, auch ihre kriminelle Vergangenheit. All die ermordeten und vermissten Opfer, die auf das Konto der Narcos gehen, und die Angehörigen, die nach ihnen suchen, meist vergeblich. Er war 23 Jahre alt. Emilia gründet eine Organisation, die nach Vermissten sucht. Freiwillige Helfer graben nach Opfern. Ein Bedürfnis nach Sühne, nach Wiedergutmachung vergangener Verbrechen. Im Film fließen Trauer und Hoffnung in ein Lied. Para saber dónde, cuándo, quién y cómo pasó. Para saber dónde los malos la escondieron. Para grabar ya una fecha. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí, aquí, aquí. Aquí estoy. Ich sehe meinen Film als eine Art zeitgenössische Oper im Stil von Bert Brecht und Kurt Weill. Eine kleine, aber feine Oper. Emilia Pérez ist etwas Unmögliches. Ist Gangsterfilm, Drama, Farce, ein Musical. Albern, komisch, zuweilen sehr berührend. Wunderbares Kino. Sehr geehrter Herr Innenminister, sehr geehrter Herr Kultusminister. Miren el químico, químico, que lo nombraron ministro de algo alquímico. Él hace poco mandó a matar a su socio y familia.
chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres?